In Kooperation mit dem Tanzquartier und dem BMUKK wurde letztes Jahr INTPA, das International Net for Dance and Performance Austria, gegründet. Mit einem Schwerpunkt auf die Donau- und die Schwarzmeerregion unterstützt das Netzwerk Veranstalter im Ausland in der Planung und Umsetzung von Performances österreichischer Tänzer und Künstlerinnen vor Ort. Das Tanzquartier Wien ist seit 2001 ein Ort, wo Wissenschaft, Theorie und künstlerische Forschung einander begegnen und wo wir versuchen, auch Brücken zu bauen zwischen dem theoretischen Denken, aber auch dem künstlerischen Denken. Und man wird überrascht sein, wie viele Entsprechungen da zu finden sind. In den letzten Jahren aber haben wir uns zunehmend auch zum Ort für einen gesellschaftspolitischen Dialog entwickelt. Das heißt, über die Frage der Handlungsfähigkeit des Körpers im Politischen, sowohl in der Performance, aber auch im öffentlichen Raum, haben wir uns immer mehr auf Themenkreise zubewegt, wo wir die Rolle des Tanzes auch in der gesellschaftlichen und in der politischen Auseinandersetzung versuchen neu zu definieren. Ich möchte Sie auch hier nochmal herzlich einladen. Es wird zum Beispiel am 25. September Erdem Gündüz und Guro Ertem bei uns für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Guro Ertem ist die Kuratorin des E-Dance-Festivals und Erdem Gündüz ist der Choreograf und Performer, der in Istanbul weltweit bekannt und Nachahmer gefunden hat durch seinen stillen Protest am Taksimplatz, durch den Standing Man, das heißt sozusagen die Reduktion der Choreografie auf den Nullpunkt. Das kurz zum Tanzquartier. Heute Abend möchte ich Sie auch noch einladen. Milli Bitterli wird mit Was bleibt sich auch nochmal der Frage auseinandersetzen, und das fiel mir bei den Bibliotheken nochmal auf. Was bleibt eigentlich vom Tanz, eben wenn man ihn nicht in Bücher packen kann und der Nachwelt erlassen? Und das ist ein Thema, was Milli Bitterli sehr intensiv beschäftigt. So, ganz kurz zu INPA. Sie haben es ja schon freundlicherweise angesprochen, Herr Botschafter. INPA ist eine Einladung gewesen an die beiden Ministerien, paritätisch ein gemeinsames Projekt zu finanzieren und mitzutragen, ist in Zusammenarbeit mit beiden Ministerien, BMUKK und BMAIA, entstanden und ist ein Modell, in dem wir versuchen, so etwas wie ein offenes System zu etablieren. Das heißt, es gibt unheimlich oft Förderprogramme, wo es Shortlists gibt und man sagt, okay, aus der Shortlist darf man sich dann etwas entnehmen und dann wird man gefördert. Wir versuchen eigentlich so etwas zu etablieren wie ein offenes System, innerhalb dessen der direkte Kontakt zwischen Künstlern und Veranstaltern vor Ort entsteht und das innerhalb Europas. Das ist ein bisschen der finanziellen Dimension geschuldet. Wir wissen alle, dass es natürlich, wenn man weltweit agiert, allein schon die Reisekosten ein Vermögen verschlingen. Deswegen konzentrieren wir uns auf Europa und maßgeblich auf den Donau-Schwarzmeer-Raum. Die Idee ist, Veranstalter und Künstler in den Dialog zu bringen und über eine Förderung, sage ich mal, einerseits den ökonomischen Unterschied zwischen dem einladenden Land und den Produktionsbedingungen hier in Österreich ein wenig auszugleichen. Das heißt, es gibt Förderung zwischen 25 und 50%, je nachdem, aus welchem Land die Veranstalter kommen, um eben diesen Ausgleich zu schaffen, sodass österreichische Künstler, oder wenn ich sage österreichische Künstler, meine ich eigentlich die internationale, hier in Österreich produzierende Szene, denn in den letzten Jahren hat sich das hier so entwickelt, dass eine Vielzahl internationaler Künstler auch hier in Österreich lebt und arbeitet, wie das so schön heißt. Das heißt, Veranstalter werden gefördert, wenn sie eine österreichische Produktion einladen und es gibt ein bestimmtes Paket, das Sie vorsehen sollen. Das nennen wir eine Mindesthonorarstruktur. Das ist ein ganz einfaches Rechenmodell, um den Veranstaltern klarzumachen, ein Tanzgastspiel kann leider nicht eben wie ein Buch oder vielleicht eine Lesung relativ ad hoc kreiert werden. Es braucht wieder Aufnahmeproben, es braucht eine Vielzahl von Künstlern, die das Werk gemeinsam erschaffen. Und deswegen rechnen wir den Veranstaltern vor, was da eigentlich für Kosten entstehen. Daraus errechnet sich eine Mindestgage und wenn die Veranstalter diese bezahlen, dann werden sie in den Genuss der Förderung kommen, wenn, und das ist das zweite Element, was noch eingezogen ist, die Jury, die darüber entscheidet und so eine Art Modul der Qualitätssicherung im Rahmen dieses Projektes ist, das für förderungswürdig empfindet. Ja, das heißt,
Insgesamt entsteht über dieses Projekt dann sowas wie eine Hebelwirkung. Der Begriff ist mittlerweile auch sehr populär geworden, gerade im Kontext von Bankenrettung und Staatsfinanzierung. Aber tatsächlich ist das im Rahmen des nationalen Performance-Netzes, wie Sie schon angesprochen haben, und jetzt auch bei INPA, durchaus auch ein Mechanismus, wo man über diese Förderung den Veranstalter motivieren kann, die Künstler adäquat zu bezahlen und möglichst auch längerfristige Gastspiele zu machen. Das heißt, der Anteil der Förderung erhöht sich, beziehungsweise erhöht sich nicht, aber die Kosten reduzieren sich für den Veranstalter, wenn er mehrtägige Gastspiele einlädt. Das heißt, antragsberechtigt sind Veranstalter, die Sitz in Europa haben. Es sind nicht die Künstler direkt, die beantragen, und die Mindesthonorarstruktur ist vorgeschrieben. In der Jury sitzen Arno Böhler, Kira Kirsch und Richard Schweitzer. Arno Böhler ist Philosoph und Universitätsdozent hier am Institut für Philosophie an der Uni Wien und großer Kenner der Tanzszene. Kira Kirsch, leitende Dramaturgin beim Steirischen Herbst in Graz, und Richard Schweitzer, langjähriger Kenner der Szene hier in Österreich, der schon in den 80er Jahren mit Vienna Acts auch versucht hat, die österreichische Tanzszene zu internationalisieren. INPA ist ein aktiv gemanagtes Projekt, das heißt, wir informieren aktiv Veranstalter in ganz Europa über die hier entstehenden Produktionen. Die Veranstalter können bei uns nachfragen, wenn sie Informationsbedürfnisse haben. Wir schicken ihnen Links zur Produktion, Informationen zu Produktionen. Aber was wir nicht machen, ist, wir stellen keine Shortlist her. Das heißt, die Idee ist eigentlich, dass Identifikation dadurch entsteht, dass die Veranstalter vor Ort, die ihre Szene am besten kennen, ihr Publikum am besten kennen, ihre Produktionsbedingungen am besten kennen, dann die Künstler auswählen und letztlich eben nur ein kleines Qualitätskorrektiv durch diesen Jurybeschluss stattfindet. Was ist entstanden? Es gibt, also was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist die Förderschiene A, das ist die Förderung von Einzelgastspielen. Es gibt eine andere Förderschiene in diesem Kontext, das ist die Förderung von Schwerpunktveranstaltungen, die bilateral in Zusammenarbeit mit dem Tanzquartier entstehen. Das sind zum Beispiel kleine Festivals in Festivals mit Österreich-Schwerpunkt oder aber auch serielle Projekte in den Veranstaltungsorten vor Ort. Beispiel Dance Week Festival in Zagreb hat 5 bis 6 österreichische Produktionen eingeladen, oder das Hau Hebbel am Ufer in Berlin hat ein serielles Projekt im November 2012 gestartet und ist jetzt über die Spielzeit 2012, 2013 hingezogen. Im Jahr 2013 finden am Mercat de les Flors in Barcelona jetzt im Oktober und November zahlreiche Gastspiele mit österreichischen Produktionen statt, und das Kino Schischka in Ljubljana wird einen österreichischen Schwerpunkt noch im Dezember machen. Also das ist im Grunde die Idee, und was wir natürlich sehr gerne oder wozu ich Sie sehr herzlich einladen möchte, ist, dass auch in den Kulturforen vor Ort auch das Projekt bekannt zu machen, Veranstalter zu motivieren, dass sie bei diesem Projekt einreichen, denn es ist auch ein Projekt des BMEyer und sie sind als Kulturforen im Prinzip schon damit involviert, und insofern würde ich mich sehr freuen, wenn auch Sie weiterhin, muss ich auch sagen, für einige das Projekt mit in Umlauf bringen. 2012 fanden ca. 30 Vorstellungen statt in 11 Ländern. Es waren insgesamt 17 österreichische Produktionen zu sehen mit etwas über 100 beteiligten Personen. Und ich sage einfach mal ganz kurz noch ein paar Namen rein, die Sie vielleicht noch nicht gehört haben, aber es ist ganz wichtig, sie mal gehört zu haben. Zum Beispiel Anne Kahler ist eine junge Choreografin hier aus Wien, die mit Philipp Gehmacher gearbeitet hat. Die wurde zu den Rencontres Chorégraphiques Internationales in Saint-Denis in Paris eingeladen, oder das Luz Collective zur Dance Week in Zagreb und ins Wintertheater in Sochi, auch als gemeinsames Projekt mit dem dortigen Kulturforum. Philipp Gehmacher beim Alcantara Festival in Lissabon, Chris Haring, Bratislava in Movement, oder Magda Schovanjetz und Amanda Pinja bei Kampnagel in Hamburg. Die Liste kann ich jetzt lang weiterführen, vielleicht noch einen Namen erwähnen, Doris Ulich, die am New Theatre Institute of Latvia in Riga war, oder beim Drugomore Festival in Kroatien, weil Doris Ulich gestern den Outstanding Award des BMUKK bekommen hat, freue ich mich besonders, auch diesen Namen hier erwähnen zu können.